Hey, welkom zum Programm WajchWiesa. Ik freue mich, dass du eingeschaltet hast an den Phone oder wo immer am Computer, wo immer du bist. Und von der kommen wir mit einem neuen Thema. Wir haben Joachim Sawatzky hier. Welkom hier. Dankeschön, David in Zeelande. Ik freue mich, dass ich hier mit junt. Sehr fan. Also, wie waren von der, über ein Thema nur, denk ich, manchmal hat Menschen diese Frau, so, die Geschichte im Alten Testament, ja. Da wir sind Kriegsgeschichte und nach allerhand sehr interessante Geschichten werden. Und manchmal spürt sich das nicht, wenn das nicht wahre Sprechen im Neuen Testament. So, wie gehen wir mit der Geschichte an? Aber was hält uns das? Ich glaube, dass du sehr vorbildlich fähig und ich habe hier schon mal viele Geschichten vertalt, was die Menschen alles anstellen und was die alles fähig sind. Und dann kommt im Neuen Testament sehr viel mit Lehrtexten. Du wird die Sache dann ut. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Prinzip, dass wir klar haben, im Alten Testament wird viel vertalt, was gerannt ist, aber lang nicht einmal ran soll, auch nicht in Gottes Ehe. Und so macht wir dann diese Geschichte, wenn die durch nicht kurz von Gott erklärt wurde, vor allem dann mit dem Neuen Testament utgewählt wurde, ja. So, das ist interessant, so nicht, das dran gut haben, was Gott das will, nicht? Aber manchmal bringt uns das durcheinander, zum Beispiel, Gott hat dann das Volk Israel gesagt, sie sollen Krieg anstellen, nicht? Und wie sind es, wie so, nee, wie? Im Neuen Testament verstehe ich, wie stellen nicht Krieg an, nicht? Naja, dort mit dem Krieg hat hier eine ganz besondere Geschichte ab sich. Als Abraham geraubt wird, dann heute ganz klar, solange er lebt, hat er niemals eine Sandalbräut besetzen können an Land. Er wird ein Fremdling, er wandert am Dol. Das Einzige, was er rechtmäßig gekauft hat, ist wieder Grafe Sarah. Und wenn man fragt, wieso kriegt Abraham nicht an Land, dann sagt der Text eigentlich auch sehr klar, weil die Sünde von den kananäischen Völkern noch nicht fall wird. Der Mut wir bei Gott noch nicht bei dem Ewaraner. Dort geht ihr 400 Jahre Luther. Und der jen Wut Abraham soll den zur Amtkehr bringen. Der soll sich bekehren. Und der habe dann eben 100 getan. Das ist die Hure Rahab von Jericho. Der bekehrt sich daran Eva. Und der andere hat das Zeugnis so ja klar verstanden. Das beeindruckt mich einmal, war sogar die Zebra von der Philisterseite. Das mal, das je noch heute nicht hört merken will, sie dort dasselbe passieren, was der Ägypter passiert. Und so, das hilft dann, wenn das Krieg ist, was Gott anordnet, ist das sein Recht. Der Mensch muss mit seinem Recht reden. Wenn er schlachtet das und du bist blöft, muss er mit dem Recht reden. Aber anders steht, hat Gott auch Kriegsmenschen ein Haus geschenkt. Er sagt, wenn die wollen Krieg führen, dann hat er mal Miete dann. Dann wäre sie in ihre eigene abdrehen gewesen. Das haben die Völker auch getan. Und sie hat auch zu David gesagt, du bist manchmal zu ewig warst. Du hast sehr viel Blut umschwirrt. Deswegen erlaube ich dir nicht, meinen Tempel zu bauen. So, das ist beides gemischt. Ja? Einerseits erst durch ihr Recht von Gott und andererseits haben die Menschen sich auch übertun. So war einer dazu stoppen checkt, dann erst du nicht in wahrer Spruch. No. Wenn es die Geschichte und dort, was im Neuen Testament erklärt wird, haben beide mit den Prinzipien zu tun von Gottes Charakter. Gerade. Und die bleibt es dann. Ja. Sind da andere Beispiele, wo einer davon ausgehen kann, dass Gottes Charakter ist trotzdem derselbe, auch wenn es sich verschämt, als wenn es ein wahrer Spruch ist? Ja, ich denke auch zum Beispiel an Saul, ja. Wenn wir bloß 1. Samuel Kapitel 19 zu Latz nehmen, dann steht da geschrieben, ist Saul auch unter den Propheten. Er ist Saul ein Prophet, er ist er nicht. Und dann befremdet uns dort, dass er so nirgends Licht und scheinbar weiß sagt, dass heute hat nach einer Botschaft von Gott, Kapitel 19, Vers 24, so steht das so. Und wie soll wir das auswerten? Ich glaube, du musst wir auch ganz genau handchecken. Erstens mal, all in Kapitel 16 und Kapitel 18, sagt er klar, dass der Göttergeist von Gott, von Saul, war ging. Und dann bei sei Geist von Gott, das ist das Komische, von Gott ging, dem Saul zu plauen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott bei sich Geist der Haft und urteilt. Das bedeutet bloß, dass bei sich Geist der sich an Menschen auch mal bloß vergreifen, wenn Gott das hell hat. Ja, wenn er das erlaubt.
Will Saul sich stur wie und einfach angehorsam bleiben und nicht anlenken will, Leute haben das uitvinden, wat het heet onder dem soten zijn diktaat te leven. En dat heeft hij dan ervaren. En wie moeten ganz klar sagen, Saul heeft er nicht prophetisch gearbeitet, geleefd, wils eerstens mal had hij een bijzen jest, dat zei de teksten verder klar. Tweitens lag hij door nerktig, of wenigstens half nerktig, een boer tarpen. Dat is geen uitwerking van Heilige Geest. En drittens had hij moord afzegd. Hij wie op weg David aan te brengen. Dat waren beide slechte gedanken, ja. En nu, wenn wir das vom Neuen Testament mal uitwerten willen, da steht klar geschrieben, Gott ist ein Gott der Ordnung. So, ein Christ, Gottes Kind hat ein ordentliches Leben. So, wie, wenn dann mal einmal Propheten abtreten, sagen soll, wie auch ein Prophet, und kann sich uittragen, und weiß nicht was alles, dann würden wir sagen, nee, Gott ist ein Gott der Ordnung, wird Fried gelegt, und das gehört sich nicht. Ja. Wel, dat is interessant, dit van de Seite hier, ja, weil diese verschiedenen Geschichten, dass du sagst, dass am Anfang jetzt wie das erst nicht unbedingt, dass das einmal Gottes Plan wird für den, also das ist geworden. Ja. Nicht? Hast du noch mehr Beispiele in der Bibel, wo wir interessante Geschichten das können analysieren? Ja. Interessant ist ja, wenn man ganz genau anschaut, David sein Ehebruch wurde nicht mal uitgewierd. Wir kennen von dem Propheten Nathan hier, dass das nicht geht, wie was er deed. Aber ganz direkt wird das keinmal kritisiert. Aber sehr schlimm ist ja, dass sie sehen Amnon. Amnon, der hat ja seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Einfach Gewalt angedaan. Und dann steht interessanterweise, dass Amnon, als er da sich genommen hat, was er nicht darf, dann sagt er zu seiner Hör auf, ich will noch mehr von die Leute. Das ist eine feine bildliche Illustration, was passiert auch mit uns von der Tag, wenn junge Menschen sich in unbefriedenen Töchter und sich nehmen, was er nicht gehört, dann verlieren sie die Achtung voneinander, den Respekt. Das ist sehr interessant, wenn sie erstmal alles genommen haben, was sie wollen, dann jaftet normalerweise keine Ehe, dann wollen sie die bloß wahr fortschreiten. Das ist eine bildliche Durchstellung, wir können uns das gut vorstellen, wie das im Alltag braucht. Aber wenn wir die Lehre nehmen, die Lehre steht in 1. Thessalonicher Kapitel 4 von 3 bis 5, da steht geschrieben, dass in jeder Mann sich seine Frau soll gewöhnen, sich mit Ehebarkeit. Nicht ein gieriger Last ist der Herde das denn. Mit Ehebarkeit, das gilt eigentlich auch für befriedete Männer, nicht bloß für die, die nach einer Frau sieht. Ja. De Frau will immer weiter gewonnen sein, immer weiter am Warbo sein, und das ist ein sehr feiner Rot. Und so können wir das dann uitwerten, ja. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, das ist dort mit David seine Bundeslade, er bringt ihn nach Jerusalem, und dann trägt er sich auch den Boerkarper uit und tanzt für die ganze Jerusalemer Volk, und für Mädchen und Männer, und Jungs und Frühs. Nach seinem Haus kommt dann erst seine Frau Michael, so ein zwei. Und erst spart das er an und sagt, du hast mir aber wirklich einen Schmack am Mann, das aber natürlich ein bisschen Ton, ja. Und dann steht am Schluss, dass David und Michael niemals ein Kind gehabt haben. So, wir können nu sehr leicht zwei Fehler merken. Der eine Fehler ist, dass wir sagen, Gott, das wird die Strafe für Michael, dass sie David so verachtet hat. Aber das wurde auch gesagt. Der Text sagt höchstens, sie haben ein Eheproblem. Und der zweite Fehler kann sein, wie soll dann vielleicht eine Gemeinde auch mal so anfangen dansen mit helfen, ja, den Boerkarper und weiß nicht was alles, zu Gottes Ehe und unsere Frieden mal ausschließen und gehen lassen, ja. Dann, wo wir dort selbst wieder nur David. Dort steht auch nicht im Text, ja. Das soll auch Ehebarkeit gehen in die Gemeinde. Das soll wird auch ein Gott der Ordnung sein und so weiter. Das würden wir hier nur nicht gerne als Beispiel nehmen für die neutestamentliche Gemeindebücher. Und das vertalt an dem Vers, dass David wie ein Mann noch Gott in hat. Ja. Ja. Und das war die vor, dass wir das vermeiden, dass alles, was er tut, noch Gott in hat wir. Oder vielleicht andere Sachen, vielleicht seine Haltung, wo er nachher gereut hat manchmal. Und einfach das erst nicht unbedingt durch,
wenn es alle gut wie, was er tut. Ja, als sei fan David dat du noch freist. Gott, David wie ein Mann am Hort Gottes. Dat bedeutet lang nicht, dass er alles richtig macht. Dat bedeutet bloß, dass wenn er zur Ansicht kommt, er nicht gestellt wird, sich zu korrigieren. Buße zu tun und wahre die Nähe Gottes zu sehen. Ich glaube, David ist dann ein sehr feines Beispiel, wo Gott auf solche kramme Seile gleich schreiben kann. Das Alte Testament weist uns immer weiter, wo Gott mit solchen drale Charakters, wie man sagen, zum Ziel kommt, wenn er sich mal bloß ein Mutter handjeft. Ja, wir kennen dann auch noch viel Dummheiten anstellen, aber bei dem Weichschmiede ist Gott ehrlich nicht. Wenn wir mal einmal waren, wenn wir dort was erkannt haben, ankommen, David und Mose, zum Beispiel Abraham, hat ja seine Früh zweimal verleugnet und gesagt, das ist meine Schwester, weil er Angst hat verstorben, ja, er will nicht mal sein Leben für die Früh geben. Und dort wies bloß, dass Gott auch mit solchen großen Feiglingen oder ängstlichen Typen Ziel kommen kann, wenn wir uns einmal hingeben. Einmal waren bereit sind, uns zu korrigieren. So diese Kritik, die Nicht-Christen manchmal haben, wenn die sagen, dass sie mit der Bibel nicht viel anfangen können, wenn sie sich widerspricht. Gott sagt, Jesus steht für Friedenslehre, aber das Alte Testament ist falsch. Oder Jesus hafte, das sind so verschiedene Sachen, die Menschen dann verdeelt holen. Die Antwort für dort ist, dort einer die Bibel studieren soll, wenn die Bibel wird sich selbst erklären. Ist das recht, so ist das? Unbedingt, ja. Das ist ja vielleicht nicht jedem gegeben, dass man sich mehr sein Leben lang durchknallt. Und das ist, von daher hat ja Gott auch der Älteste angesagt, dass sie die Rechte sollen. Das ist eine große Abgabe. Aber ja, wenn wir mit einer Hand gekriegt, wenn Gott soll vielleicht im Alten Testament da abkriegen, als im Neuen Testament, das ist ja auch ein großes Irrtum, würde ich mal sagen. Weil wenn wir bloß die Offenbarung bekämen, wie viel Blut durchschält, oder der Hebräerbrief sagt, es ist furchtbar, etwas furchtbar, an den Hängen vom lebenden Gott zu fallen. So, wie wurde du bloß mit klar haben, Gott, der Mensch muss mit Gerecht rechnen und der Mensch kann mit Genut rechnen. Ja. Die beiden Seiten sind bei Gott immer durch. Eins will bloß die Genut hochholen und der andere will bloß das Gerecht hochholen. Ja. Aber die sind bei Gott ausgelegt. Ja. Also das hat ganz klar damit zu tun. Und dann können wir die Bibel besser verstehen. Ja. Noch einmal bloß gerade, was der Vater erwähnt, also ich glaube, das für uns allem sehr, sehr mitmerkend, nicht? Wir merken Fehler wie als Menschen. Ja. Aber das ist viel genug. Und Gott hat das, und das ist all verschiedene Geschichten im Alten Testament, Leute abschreiben. Wie heute das hat nach war, wann Menschen gehorsam sind, nicht Angst haben vor Buße, weil heute dann, das sind dann ab das Kram nach war gleich schreiben, nicht? Right. Das wäre mir sehr interessant, dass du das erwähnst. No, ich habe vorher gesagt, wenn Gott mit David vor die hört, dann wird er mit mir auch vor die hören. Und da bin ich sehr dankbar für. Ja. Wow. Gut, Leute hier. Ich glaube, das für die und für uns alle, von der eine sehr große Hoffnung, was wir haben. Und dass wir uns nicht gestellt sind, uns zu beten für Gott. Einfach immer weiter Buße tun und sich bekennen und einfach uns ausrichten und Gott sein Wort. Du hast viel Hoffnung. Ganz genau. Ja, das stimmt. Beim nächsten Mal.